Obwohl es immer noch keine Stellungnahme Nordkoreas gibt, hat der chinesische Botschafter die beteiligten Länder zu Verhandlungen aufgerufen. Dazu nun eine aktuelle Stellungnahme von Admiral Otomo, dem Oberbefehlshaber der japanischen... Trotz aller Zusicherungen des Botschafters hat sich an der Lage nichts geändert. Japans Bevölkerung erleidet immer noch Schmach und Erniedrigung. Wir erwarten voller Zuversicht die Ankunft der Unterhändler. Hey, hab gehört, Sie verlassen uns. Geht's wieder nach Panama? Tut mir leid, dass wir so schnell abhauen. Wir müssen uns dann noch um ein paar Sachen kümmern, bevor wir wieder hierher zurückkommen können. Tja, dann seht zu, dass ihr zum 4. Juli wieder zurück seid. Dann zeige ich euch mal, wie man richtig feiert. Das werde ich mir garantiert nicht entgehen lassen. Hey, Emilio! Hast du diese neuen Bewegungsmelder schon gesehen? Nein, was machen die? Wenn sie eine Bewegung wahrnehmen, geht das Licht an. Wow, das ist fantastisch. Wie Magie. Ich glaube, ich hole mir welche für meine Garage. Stell dir das vor. Du fährst nachts mit deinem Wagen in die Einfahrt und das Licht geht an. Ha, du spinnst ja. Das ist Hightech, Emilio. Sowas kostet bestimmt Tausende von Dollar. Ja, du hast vermutlich recht. Das könnte ich mir niemals leisten. Ja, okay, den haben wir jetzt ein bisschen zugehört. Die reden da über Bewegungsmelder und zwar sind die da irgendwo. Und wir sollten vielleicht da aufpassen, weil sonst wird es da hell und die entdecken uns. So, jetzt muss ich jetzt mal auf unser Offset schauen. Wir müssen nämlich in die Bank einbrechen. Ich habe gerade dein Offset mit den Informationen über die Bank gefüttert, die du und dein Team 1989 gesammelt haben. Ah, all die Erinnerungen. Ja, deinem Bericht nach zu urteilen, scheint es ein ganz netter Urlaubsausflug gewesen zu sein. War es auch. Den Rest des Jahres habe ich überwiegend in einem Straßengraben irgendwo zwischen Bagdad und Kuwait geschlafen. Oh, nun, falls es dich irgendwie trösten sollte, ich hatte 89 auch ein schlechtes Jahr. Was? Du hast doch während des Golfkrieges gar nicht für die Regierung gearbeitet. Nein, aber ich war in der 10. Klasse. Oh, stimmt ja. Boah. Ja, also die hat schon unser Offset gefüttert. Und da schauen wir mehr für. Und da heißt, betreten Sie die Bank. Stellen Sie fest, für wen die MCAS-Bank die Waffen gekauft hat. Stellen Sie französische Regierungsinhaber Optionen im Wert von 50.000 Dollar. Was heißt das? 50.000? Oder 50 Millionen? Aber gut, wo auch immer. Auf jeden Fall müssen wir in die Bank einbrechen. Wenn möglich unbemerkt, weil sonst glaube ich, werden wir jetzt sehr siebt. Ventil drehen. Möchte ich das drehen? Die Sprinkleranlage. Na und? Natürlich nicht. Was kann so ein bisschen Wasser schon anrichten? Das war die falsche Tasten. Oh oh. Das war glaube ich nicht so gut. Alter, geh bloß weg. Jetzt habe ich aber wirklich was gesehen. Ja. Pass auf, irgendetwas stimmt hier nicht. Hoffentlich ist das wieder nur ein falscher Alarm. Ja, man kann nicht vorsichtig genug sein. Wir sollten uns lieber mehr aus dem Staub machen. Nein, ich sehe wirklich nicht. Und wir sollten nicht ganz so schnell rumflitzen, weil sonst glaube ich entdecken uns die Bewegungsmelder. Glaube ich zumindest. Moment mal. Ist das eine Kamera? Was war das jetzt? Was heißt das Zeichen? Also bei Teil 2 waren es ja zumindest keine Infrarotkameras. Jetzt kann man normal da im Finstern vorbeischleichen. Hoffe ich zumindest. Und das schaut gut aus.
Und jetzt müssen wir auf. Fischer, ich habe hier einen Arbeitsauftrag vorliegen, den die Bank bei ihrer Versicherungsgesellschaft eingereicht hat. Darin steht, dass die Kuppelfenster über der Lobby magnetisch verschlossen sind. Suche hier oben nach einem Trennschalter oder einem Verteilerkasten, mit dem sich die Schlösser deaktivieren lassen. Gut. Gut, also die Fenster sind abgeschlossen. Und die können wir nur öffnen, indem wir den Verteilerkasten finden. Der müsste sich irgendwo da herum befinden. Ganz schön glatt hier. Was sagt er? Glatt ist? Warum ist glatt? So, das müsste der Verteilerraum sein. Machen wir kurz und schmerzlos. Gute Arbeit, Sam. Die Magnetschlösser an den Fenstern sind deaktiviert. Hey, warte. Eine Spannungsspitze. Die Lobby. Sieht so aus, als sei gerade ein Lasernetz aktiviert worden. Laser? Laser sind doch sowas von... 90er Jahre? Ich wollte gerade 70er sagen. Könntest du bitte damit aufhören, mir das Gefühl zu geben, dass ich alt bin? Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Sam. Du bist alt. Alt? Wir? Wir sind doch noch nicht alt. Wir sind wenig. Wie alt ist Sam Fischer eigentlich? 40, oder? So, also so ungefähr. Ungefähr 40. Oder? Glaube ich zumindest. Also im besten Agentenalter. Oh, das ist aber hell. Das ist für nicht so gut. Fischer, hier ist unser Berater für Fachfragen. Er wird mit dir die einzelnen Schritte durchgehen, die zum Öffnen des Tresorraums nötig sind. Habe ein wenig Geduld mit ihm. Ah, er ist einer von diesen... Richtig. Hallo? Ist dieses Ding überhaupt an? Es ist an, ich bin hier. Wurden Sie über alles informiert? Wen interessiert? Hören Sie zu. Das ist ein Mason Wells 88. Jeder von Ihnen ist einzigartig. Wenn Sie diesem Baby unter den Rock schauen wollen, als erstes müssen Sie die Autorisierung für das Öffnen des Tresors erlangen. Und wie mache ich das? Der Bankdirektor und der Schatzmeister werden jeder ein Autorisierungsschloss in ihrem Büro haben. Ein weiteres wird sich im Sicherheitsbüro befinden. Sie müssen alle drei deaktivieren. Okay. Also kurz gesagt, wir müssen 3 Schalter benutzen, um weiterzukommen. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich da weiterkomme. Jetzt sind nämlich da lauter Laser. Ja, wie komme ich denn da raus? Komme ich da irgendwie... Ja, was mache ich denn jetzt? Haben wir irgendwelche Hilfsmittel? Ja, jetzt sind wir schon mal beim ersten Problem. Lasernetze, die werden wir nicht einfach so... Können wir denn die irgendwie abschalten? Jetzt werden wir zum Beispiel das, auf das Schießen. Es kann nicht schaden, sich mal umzusehen. Was möchte ich da umschauen? Ah, gerade da erinnert. Moment, jetzt gehen die Dinge wickert. Ja, zumindest können wir aussehen. Jetzt pass auf, jetzt schau ich erst mal da um mich. Ich ging also am Archiv vorbei und höre etwas. Ich schaue hinein und höre jemanden singen. Singen? Und wo? Ja,
suche den Raum, aber ich kann nichts finden. Hey, komm raus. Ich glaube nicht, dass er rauskommen wird. Willst du in etwas suchen? Da ist eine Kamera. Und da hinten ist ein Büro oder was? Kann vielleicht wichtig sein. Wir sollten uns gleich mal einen Schnapper bei Gelegenheit. Und? Was sollen wir jetzt tun? Guck mich nicht so an, ich weiß es nicht. Alles okay? Was ist los? Busch, mach keine Faxen. Tja, Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Okay, sehr witzig, Tayo. Hey, au! Ich bin nicht Tayo. Ich war? Oh nein! Nur die Ruhe. Erzähl mir was Interessantes. Die Sicherheitskameras. Das System ist zentralisiert. Es gibt einen Hauptkameraraum. Von dort aus können Sie auf die Kameras zugreifen. Wo ist er? Erste Etage. Mehr fällt mir nicht ein. mehr fällt ihm nicht ein. Mir auch nicht. Außer dass man umlegen. Was ist da drin? Licht. Jetzt weiß ich, wenn wir das aufmachen, dann ist hell. Vielleicht sollte man das mal abschalten. So. Ja, müssen wir die verstecken? Ich tue sie mal rein. Wir sind ja kein unordentlicher Agent. Wir lassen nicht alles umeinander liegen. Nicht, dass da irgendwann noch drüber fällt. So, was haben wir da? Ja, ich weiß nicht, ob wir ihn wieder aus müssen. Vielleicht auch nicht, weil es da so hell ist. Das wird der Eingang sein, da die sagen. Oder schaut so aus? Codeschloss benutzen. Hacken. Was ist 94, 194, 30, 10. Das da ist. Ach so, das war wirklich der Empfang oder was? Da sagt man nicht Hummer. Jetzt schau ich mal kurz, ob es da irgendwas gibt. Benutzen. Okay, da haben wir einen Türcode. Den merken wir uns einmal. Sicherheitskabine, ja, die haben wir schon gesäubert. Und sonst haben wir nichts gesehen. Nix. Ist das gut, wenn wir alle Türen auflassen? Eigentlich ist es wurscht. Eigentlich ist es egal. So, und ich weiß, dass wir da weiterkommen. Durch den Luftschacht. Hier stinkt's. Was, Sam, hier stinkt's? Naja, ist ja der Luftschacht. So, und jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt?
so ein Abstellraum.